Achtung, dies ist ein Meinungsblock. Alle Talks sind reines Stammtischniveau, mit humoristischen Ansätzen, oft emotional, manchmal auch polemisch. Erwartet keinen analytischen Expertentalk, liebe Freunde. Ja, ich bin's schon fast gar nicht mehr gewohnt, über Niederlagen zu sprechen. Mann, war das am Freitag scheiße. Hallo, Moje, Jodedach, herzlich willkommen auf meinen kleinen, bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, liebe Freunde, das Spiel konnte ich mir dann leider Gottes nicht ansehen, hatte nicht die Gelegenheit dazu, hab's im FC-Radio verfolgt, aber konnte dann noch einen Nachbericht im Netz finden. Da habe ich ein bisschen mir das kleine Trauerspiel vom Freitagabend nochmal ein bisschen ansehen können in einer Kurzfassung. Ja, was soll ich euch großartig sagen? Ist natürlich blöd, dass wir schon wieder es nicht geschafft haben, uns tabellarisch oder punktuell abzusetzen. Wir werden ein bisschen kurz darüber reden. Das ist meine Reaction hier auf das Ganze. Und ja, in dem Sinne viel Spaß dabei. Ja, wie war das denn für mich diese Woche? Ich war diese Woche ja zur Schulung in Berlin in unserer Niederlassung bei der neuen Firma, bei der ich angefangen habe. Und ich war nicht unweit von Magdeburg. Ich war vielleicht kennt der eine oder andere unter euch, in Großbeeren. Aber denkt jetzt nicht, ich hätte die Gelegenheit gehabt, zum Spiel zu fahren. Das Hotel ist nämlich nur für die Arbeitswoche gebucht. Und in dem Sinne hätte ich sowieso nicht hinfahren können. Mal abgesehen davon, wir haben einen Firmenwagen bekommen. Und ich hätte diesen Firmenwagen sowieso nur geschäftlich nutzen können. Und das wäre nicht geschäftlich gewesen. Aber ja, so oder so. War jetzt auch nicht gerade auf meiner To-Do-Liste Magdeburg. Aber ja, tut mir natürlich leid für die ganzen FC-Fans, die 500 Kilometer an einem Freitagabend gefahren sind. Aber darüber will ich auch nicht mehr so upragen, wenn ich ehrlich bin. Weil im Nachhinein sucht man sich das ja selber aus. Nur halt Scheiße von den jeweiligen Verbänden. Weiß jetzt nicht, wer das da so verbockt. Also konstant verbockt. Ob das jetzt der DFB oder die DFL ist. Es gibt ja da so, ja, wie soll ich sagen, so sagen wir mal, einige Strömungen, die versuchen, die Freitagabendspiele so zu regeln, dass man maximal 300 Kilometer auswärts fahren muss. Wäre schön, wenn das endlich mal umgesetzt wird, weil für 300 Kilometer brauchst du so roundabout 3,5 bis maximal 4 Stunden. Da kann das der eine oder andere auch vereinbaren. Du brauchst schon einen coolen Job. Wie ich. Ich könnte theoretisch gesehen unter der Woche Überstunden leisten und sagen, kann ich Freitag früher gehen bei solchen Auswärtsspielen. Das ist das Gute daran, aber solche Jobs hat nicht jeder. Sehr, sehr schade natürlich für diejenigen, die da alle Register gezogen haben, um nach Magdeburg zu fahren. Die liegen uns einfach nicht, muss man im Nachhinein sagen. Ja, aber gut, ja, meine Sichtweise auf das Spiel. Ja, liebe Freunde, ich sag mal so, viel gesehen habe ich nicht. Hab's ja größtenteils übers FC-Radio verfolgt. Aber einen Nachbericht habe ich mir dann doch noch reingezogen. Und ehrlich gesagt hat das auch gereicht. Denn, ja, was soll man sagen? Magdeburg hat die ganze Saison zu Hause nicht gewonnen, beziehungsweise sogar ein Jahr lang zu Hause nicht gewonnen. Und dann kommen wir. Zack, 0:3 Klatsche. Aufbaugegner lässt grüßen. Dabei fing das Spiel eigentlich ganz gut für uns an. Wir waren direkt drin, haben Magdeburg hinten reingedrückt und früh Chancen gehabt. Kainz, Olesen, Downs, alle hätten das 1:0 machen können, aber entweder war Keeper Reimann zur Stelle oder der Ball ging knapp vorbei. Und dann kommt's, wie es kommen muss. Statt dass wir uns für den guten Start belohnen, macht Magdeburg plötzlich ein Tor. Aber zum Glück war es abseits. Ja, aber das war der Weckruf für die Gastgeber. Wir wurden stärker, die wurden stärker. Die hatten auch ihre Möglichkeiten, aber wir sind mit einem 0:0 in die Pause gegangen. Naja, damit konnte man eigentlich leben. Ich sag mal so, bei manchen Auswärtsspielen sage ich auch immer, ja komm, nimm wenigstens den Punkt mit. Aber naja, nach der Halbzeit wurde es dann richtig bitter. Magdeburg kam besser raus, hatte direkt ein paar gefährliche Abschlüsse und bei uns ging nach vorne auf einmal gar nichts mehr. Und dann dieser Doppelschlag. Erst köpft Heber nach einem Freistoß das 0:1. Kurz darauf legt El Hankuri das 0:2 nach. Downs hatte nochmal die Chance auf den Anschluss, aber Reimann hält. Und weil es an dem Abend einfach nicht sein sollte, kriegen wir in der Nachspielzeit auch noch das 0:3. Tja, liebe Freunde, jetzt dürfen wir zittern, ob wir überhaupt Tabellenführer bleiben. Denn Kaiserslautern und der HSV können uns noch überholen. Weiter geht's für uns dann erst nächsten Sonntag im Derby gegen Düsseldorf. Und ich denke, da erwarte nicht nur ich eine ganz andere Leistung, meine lieben Freunde. Ja, blöd auch noch, dass sich hier Jan Thielmann die 5. gelbe Karte geholt hat. Ja, wir haben jetzt immer weniger erfahrene Optionen.
rechts außen. Gazibegovic leider Gottes auch bisher nicht die Verstärkung, die wir uns erhofft haben. Das ist immer so eine Sache. Ich denke mir bei sowas dann immer, verdammt, funktioniert der vielleicht nur bei einem Verein? Funktioniert der vielleicht nur unter einem Trainer? Sein bisher letzter Trainer ist ja aktuell bei Hoffenheim. Da läuft es auch nicht so gut. Ich weiß nicht, manche Kombinationen geschichtlich gesehen funktionieren nur auf eine gewisse Art und Weise. Ich hoffe, da gibt es noch irgendwie eine Leistungssteigerung bei Gazibegovic, weil bisher ist er nicht die Verstärkung, die wir uns erhofft haben. Ja, was soll ich so großartig sagen? Dann auch noch, kommt ja noch hinzu, das kleine Trivia am Rande. Magdeburg konnte sein Abschlusstraining nicht durchführen, wegen dem Schnee. Den habe ich auch noch mitbekommen, dort in Großbären. Ekelhafte Woche war es. Ich habe mir sowas von einem abgezittert. Also hier das Wetter in NRW, sage ich euch ganz ehrlich, das sind für mich frühlingshafte Temperaturen. So kalt war es dort drüben im Osten. Ja, und trotzdem haben wir verloren. Ja, Stand jetzt, Lead Paccarada ist jetzt auch noch verletzt und naja, Max Finkgräfe überzeugt momentan nicht. Ja, vielleicht ein bisschen zu oft an den VfB Stuttgart gedacht an der Stelle, keine Ahnung. Also Finkgräfe ist aktuell jetzt, ja, wie soll ich sagen, nicht die Option, die ich mir erhofft hatte. Ich dachte irgendwann, ja, der Max, wenn er zurückkommt, dann wird das wieder so richtig geil mit ihm wie letzte Saison. Dann brauchen wir gar nicht über einen Paccarada nachdenken. Ist im Nachhinein doch nicht so. Ja, keine Ahnung. Wir können davon ausgehen, dass Max im nächsten Spiel auch wieder für Paccarada in der Startelf steht. Mal schauen. Keine Ahnung. Ja, was soll ich großartig sagen? Wir haben langsam die Seuche, die nächsten Verletzungen trudeln ein. Martel hat gestern echt gefehlt. Und das ist halt das, was ich meinte. Wir haben uns nicht genug verstärkt. Aber gut, ich will jetzt hier nicht zu sehr den Teufel an die Wand malen. Nur halt, ich bin erleichtert, dass wir diese 40 Punkte letzte Woche eingefahren haben. Das heißt weiterhin Profifußball in den ersten beiden Bundesligen. Ja, so bescheiden bleibe ich weiterhin. Ich meine, ich habe mich ehrlich gesagt gestern noch ein bisschen mit dem Thema Aufstieg auseinandergesetzt. Mache ich nach wie vor, aber in einem geringfügigen Rahmen mittlerweile. Ich bin da vorsichtig. Das kann bis zum Ende der Saison noch irgendwie schief gehen. Ja, deswegen wäre ja schön, wenn es dann doch noch irgendwie klappt. Ich weiß nur eins, wenn ich bei diesem Spiel dabei bin, wenn es ein Heimspiel ist, bin ich dabei, dann will ich zu den Leuten gehören, die auf den Rasen rennen, die den Platzsturm mitmachen. Das ist auf jeden Fall bei mir safe drin, aber was ich auf jeden Fall bis auf Weiteres zurückhalte, ja, Leute, ich wollte eigentlich, hätten wir gestern gewonnen, so eine Petition ins Leben rufen, bei Change.org. Da wollte ich ehrlich gesagt so eine Petition ins Leben rufen, dass wir den Aufstieg endlich mal wieder am alten Markt, am Rathaus feiern, nicht nur im Stadion, weil, naja, wir haben in den letzten Jahren nicht viel zu feiern gehabt. Wir haben wirklich auf die Fresse gekriegt in den letzten 12 Monaten beziehungsweise 1,5 Jahren und da wäre mal wieder schön gewesen, am alten Markt zu feiern. Das wollte ich ehrlich gesagt einleiten. Ja, wollte ich auf Instagram und hier auf YouTube einleiten, wollte die Links dann halt in die Beschreibung mit reintun, aber in dem Punkt halte ich mich mal zurück. Wenn einer von euch das initiieren will, dann tut euch keinen Zwang an. Das muss nicht mein Patent sein, aber ja, ich würde gerne, falls wir wirklich aufsteigen, am alten Markt feiern, am alter Markt beziehungsweise, weil wäre ja halt schön, mal wieder irgendwie da so mit einer großen Menschenmenge und dergleichen, unsere Spieler auf dem Rathausbalkon und so, naja, weil sonst hat man nicht die Gelegenheit dazu. Dann halt eine Aufstiegsfeier. Aber gut, setzen wir uns damit erstmal nicht auseinander, liebe Freunde. Ja. Mehr fällt mir für diese Woche nicht dazu ein. Tut mir leid, als es kein Vorstau-Video gab. War einfach nicht möglich durch die Arbeitswoche. Nächste Woche bin ich auch noch in Berlin, aber vielleicht schaffe ich es zumindest dann, ein Vorschau-Video zu machen, weil wir spielen ja erst nächste Woche Sonntag. Ja, das ist dann auch alles, was ich an der Stelle dazu zu sagen habe. Und ja, mehr bleibt mir nicht übrig, als zu sagen, ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen und dann würde ich an der Stelle sagen, auf Wiedersehen. Ja, wir wollen uns noch wiedersehen.